Es geht weiter, immer heiter vorhin, zurück bei Pokémon Arceus. Mein Charakter friert gerade, wird wohl auch ein bisschen im Wetter liegen. Ja, ein bisschen bewegen, Michael, das ist gut. Bewegen, bewegen. Jo, Mann, das hätte epileptische Anfälle. Nee, so schlimm natürlich nicht. Jo, Freunde, ich habe offscreen noch ein bisschen was getan. Einerseits habe ich mir hier auf der Karte ein paar Punkte markiert. Andererseits... Stimmt, die habe ich auch markiert, warum auch immer. Okay, um die ging es eigentlich hier. Das ging hier um diese... Ja... Herrscher-Symbole, Elite, nicht Herrscher, Elite-Pokémon sind es ja. Und was ich auch gemacht habe, ist die Boxen endlich mal sortiert über Pokémon Home, weil da ging es irgendwie einfacher. Also mir zumindest. Und zwar, genau, erstmal einfach so eine Box neu, wo eigentlich alle die reinkommen sollen, die neu sind. Das ist eigentlich die erste Box in der Reihenfolge. Und dann habe ich es halt nach Typen sortiert. Weil so mit dem Pokédex eintragen komme ich hier sowieso nicht klar mit diesen Decks hier. Und mit dem Namen dachte ich mir auch so, ein bisschen doof und so, wenn ich irgendwie ein Pokémon suche. Was ist das, was mir als erstes einfällt? Eigentlich der Typus. Weil ich denke mir so, jetzt brauche ich den Typ, jetzt brauche ich den Typ und so. Und ja, man sieht ja auch schon sehr viele Evolis hier. Da habe ich auch Bock, sicher mal irgendwie so 2 oder so mitzunehmen, die wir dann unter Umständen zu einem Psyana und einem Felinar entwickeln könnten. Könnte theoretisch offscreen machen. Also quasi mitnehmen und ein bisschen, ja, so vorbereiten, dass man sie bereits entwickeln könnte. 2 weitere dann noch irgendwie für, keine Ahnung, vielleicht für die Sinnoh-Entwicklungen. Sprich Glaciola und Volipurpa. Und ja, so habe ich mal ein bisschen sortiert, was ich so an Normalpokémon gefangen habe. Dann kommen die Wasserboxen, momentan 2. Oder hier Käfer-Pokémon, natürlich auch schon sehr, sehr viele. Pflanzen-Pokémon und so. Da Feuer und Gift, dann kommen schon die, wo ich ein bisschen weniger davon gefangen habe bis jetzt. Steinboden, hier mit dem Score, glaube ich, ein bisschen übermotiviert, muss ich zugeben. Elektro, Stahl, Psycho, halt immer der Primärtyp quasi. Immer ein bisschen die Drachen-Pokémon oder hier auch Unlicht. Und ja, dementsprechend habe ich auch meine Boxen hinten ein bisschen aufgeräumt. Also Kognito ist sondern das gleiche, Shiny auch. Hier haben wir die Herrscher. Das sind wirklich alle... Herrscher stimmt gar nicht, was sind ja Elite-Pokémon? Moment. Ja, weil es ist halt Alpha, deswegen dachte ich so, eigentlich Elite. Eigentlich sind es nicht Herrscher. Das kann man sonst schnell mit den Königen verwechseln. Elite. So, passt besser, genau. Das sind die Elite-Pokémon, die mit dem schönen Symbol da. Und ich glaube, ich auch gerne mal Knaxel, Panferno und Sichlo ins Team nehmen würde. Vom Sichlo würde ich halt gerne mal so einen Sherox entwickeln. Das Team, genau, hier habe ich halt jetzt die Pokémon, die wir vorhin hatten, mit dem quasi Potenzial für Team-Pokémon. Also rausgenommen, weil jetzt ist es ja besser sortiert, jetzt sehe ich es auch schneller. Wenn ich irgendwie etwas suche, denke ich mir so, aha, warte mal, ich suche ein Geist-Pokémon in Nebulak. Wo ist die Geistbox? Ah, hier. Zack, dann habe ich hier das Nebulak, was ich gerne hätte. Sowas in der Art. Genau, das war offscreen gemacht. Und wie man hier schon auf der Karte sieht, eben diese Markierungen gesetzt. Die sind für Bammelin. Um endlich mal ein großes Bammelin zu fangen, sprich ein Elite-Bammelin. Und die habe ich irgendwie offscreen gesucht, immer wieder halt resettet das Ort hier. Und dabei habe ich eben gesehen, oh, hier gibt es einen massiven Auflauf von Voneras. Und die will ich jetzt mal mit euch zusammen suchen gehen, beziehungsweise einfangen, weil Voneras fehlen noch ein paar. Ich dachte mir, anstatt dass ich ihn ja auch offscreen mache, dass ich verpasse, können wir sie auch gerne zusammen mal angucken. So, hier ist die Markierung. Die können wir uns gleich. Hier drüben sind sie, war genau. So ein paar von diesen Dingen hier habe ich auch gesammelt. Von den Fittlauchen und so.
Wenn wir schon so einen idealen Auflauf hier haben. Okay, da sind sie wiederum zu weit weg, da klappt so wieder nicht. Wobei, wenn wir natürlich ehrlich sind, müssen wir schon sagen, dass es eigentlich schon ein bisschen fies ist, was ich hier treibe. War einfach so die Pokémon zu fangen, die vielleicht gar nicht gefangen werden wollen. Aber uns ist es quasi egal, wir sind ja auf die Pokémon-Jäger schlechthin. So, aber jetzt haben wir es langsam mal, wa? Ich meine, wir fahren nicht Auflauf und so, aber man muss mit den Dingen auch nicht so übertreiben. Ja, kann man Exemplar gefangen und denkt so, wenn sie entwickelt haben, okay, die fehlen zwar noch, aber komm, shit happens. So. Das war der Teil. Jetzt hier mit den Bammelins. Hier gibt es Bammelins und ja, das war irgendwie ein bisschen creepy. Ich habe da mal offscreen gesucht. Wie ist es so genau? Wer sagt, dass es wo irgendwie Elite-Bammelins gäbe? Die einen sagen, es gäbe hier welche. Man sieht jetzt, okay, es hat zwar Bammelin, aber nicht die richtigen. So, dann hier auf der Seite soll es auch Elite-Bammelin geben. Was es hier natürlich gibt, ist ein Elite-Bogelin da oben, das ist fix, das ist immer da. Du hast keine rote Augen, ne, du bist keins. Du bist auch kein. Also ist der größer. Ne, das täuscht. Das ist nicht unbedingt größer. Obwohl. Wenn das schon ein Bogelin ist und da ist ein Elite-Bogelin eindeutig. Was riskieren wir, Freunde? Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen größer als die anderen. Aber warte mal, machen wir es anders. Erstmal den. Magneson. Tempo Donnerblitz. So können wir vielleicht direkt das nächste Pokémon angreifen. Das war ja klar. Ruckzuck auf den Stahl-Pokémon. Der Kleine tut mir leid. Michael, du bist zu nah dran. Hier ein bisschen weiter weg da, So. Nee, kein Überball. Der halt auch. Ja, was ich dann sicher mal machen werden, ist noch offscreen eben so ein bisschen die Feedlauche sammeln, noch ein bisschen Material für Pokéball-Herstellung und so. Das geht super auch offline. Beziehungsweise offscreen. Große Exemplare gefangen, endlich mal. Ich dachte schon, hey, das muss jetzt ein größeres sein. Also eigentlich wollte ich hier nach den Elite-Viechern suchen, aber wollte irgendwie nicht so richtig. Fragen wir jetzt nicht warum. Soll vielleicht mal nach der Region suchen, wo ich gerade drin bin, wa? 0,8, okay, dann müsste genau 0,8 sein. Perfekt. Muss ich einziehen, was größer 0,8 ist. Ja, so einsehen. Okay, Elite-Bogelin von mir aus. Donnerwelle geht daneben? Was war denn das? Ja gut, das ist nicht Kraft, das ist Tempo, wa? Bei Kraft wäre es 100% wiederum. Weil das Pokémon für die Herrscher-Box. Die Elite-Box. Ich will es nicht killen, aber andererseits will ich auch nicht, dass es mich killt. Das ist gerade ein bisschen doof. Da kommt nicht mal Lichtkanone. Tja, Magneson ein bisschen doof gelaufen war. Garados. Oh, wäre schön, wenn du Fähigkeiten hättest. Sehen, kannst du jetzt schön mit Rohr spammen. Also spammen. Aber schön mit Rohr einsetzen. Ich nehme, glaube ich, lieber die Hydropumpe. Weil es ein spezieller Angriff, der niedriger ist als der physische.
Ein Nassschweif hätte es sein können, dass es killt. Ah, ernsthaft, ey. Ah, komm, zeig mal Ball. Könnte klappen, ist noch nicht mehr paralysiert. Immerhin noch stark geschwächt. So, haben wir das auch. Also, wie gesagt, da könnte so ein Herrscher-Gedöns sein. Mann, Elite. Was ich von diesen Herrschern habe, keine Ahnung. Oh, wenn noch ein paar. Das wurde jetzt nicht mehr. Genau. Und dann da drüben. Da muss ich halt unterirdisch schnell gehen. Eine große Vonera. Also ein größeres Exemplar, war. Was gerade schläft. Brauche eigentlich nie, wenn ich schon mal da bin. Das sah zumindest für mich jetzt aus, als größer. Kann man tolerieren. So. Dann noch ein bisschen was ein, bitte. Dankeschön. So, geht's aber. Und zwar, ich glaube hier drüben sind sie, ja. Hier gibt es viele Carpador im Wasser. Und da gibt es auch Bameli und hier könnte theoretisch auch ein Elite-Bameli spawnen, was natürlich dann dementsprechend groß genug wäre. So. Und das soll jetzt vorerst nicht unser Problem sein, denn wir haben ja jetzt hoffentlich eins gefunden und falls es doch nicht reichen sollte, würde es dann halt doch noch irgendwie offscreen dann mal halt noch mal suchen gehen. Aber jetzt wisst ihr zumindest, wo ich da den Tipp auch bekommen habe, wo man Elite-Bammelins finden könnte. So, wenn wir sagen, wenn wir zurück war. Kurz ausruhen, ich glaube, wenn ich hier bei ihm bin ich sowieso dann. Müsste es eigentlich reichen? Tsching. Müsste automatisch geheilt werden. So, Bammelin 10, Boschelin 10, sogar Vonera 10, perfekt. Dann kann man eigentlich sagen, doch ein größeres, war. Forschen, fortsetzen, ja, bedingt. Oh, Novaler Stein, okay. Der natürlich praktisch, aber gar nicht gemerkt, dass ich einen bekommen habe. So, die behalten wir dann nachher noch. Die Sterndinger selber herstellen kann, dürfen wir nicht vergessen, Leute. Also Sternenstab kriege ich, aber Sternenstück kann ich eben selber herstellen. So. Ovaler Stein für eine Scharniere-Entwicklung. Tja, warum eigentlich nicht? Kann man machen, finde ich. Wir haben schon länger keine Pokémon mehr entwickelt. Ich hätte irgendwie mal Bock jetzt mal, wenn wir sowieso kurz vor Nacht sind, mal ein Ding zu entwickeln. Ihr wisst schon. So. Oh, warte mal, da ist er. Stimmt, da ist so einer. Oh. Nase juckt, Moment. Ah, Verzeihung. So. Da ist eine Elite, da habe ich momentan ja eine Box dafür gemacht. Wird sicher noch ändern, Freunde, keine Sorge. So. Pack ich auch hier unten hin. Ja, komm, warum nicht?
Keins von euch ist eine Elite. Okay. Ja, nicht gar nicht so schlecht. Kannst du noch ändern. Ich sehe da hier oben sowieso noch welche. Oh, scheiße. Packe ich auch mal schnell hier hin. Ein bisschen Ordnung muss ja sein, finde ich. Zack, zack. Genau, also im Prinzip will ich jetzt noch schnell noch Ursaring entwickeln. Dann gehen wir zurück ins Dorf, machen noch ein, zwei Sidequests fertig. Dann gehen wir schnell ins nächste Gebiet, wo ich vielleicht noch ein paar Elite-Pokémon fangen will. Dann mich ein bisschen noch umgucken möchte. So. So, bis in die Nacht. Theoretisch können wir jetzt einfach den Torfblock nehmen. Nein! Ich wollte. Toll. Also ich bin mir da Kiese zu nice, willst du pennen? Nein. So. Den Torfblock, um es zu entwickeln. Theoretisch können wir einfach irgendwie noch ein bisschen weiter pennen zum Gucken. Oder irgendwie noch. Na, warte mal, nicht weiter pennen, Quatsch. Was erzähle ich da für Mist? Ich meine, natürlich, theoretisch könnte ich jetzt einfach den Torfblock auswählen. Und gucken, könnte ich ihn einsetzen. Man sieht bei Ursaring geht gerade nicht. Weil es ist zwar Nacht, Mitternacht vielleicht sogar, aber es ist halt kein Vollmond. Oder ich könnte jetzt einfach gucken, ob Vollmond ist. Die Option gäbe es ja auch. Warte mal, wir können hier mal einen Pin hier wegnehmen, weil der irritiert mich gerade ein bisschen. Ah, Mann, ja, heute ist wieder so ein Tag. Bis in die Nacht. Draußen ist der Nachbar ständig am Gärtnern oder so. Ein anderer Nachbar ist die ganze Zeit im Haus irgendwie was am Herumzimmern. Echt mühsam, ey. Ja, seht ihr, ist wirkungslos. Ja, natürlich jetzt direkt vorm Fenster, ist klar, Alter. Ja, ein bisschen hört man es, wa? Entschuldigung. Könnt ihr natürlich auch das Mikrofon ausmachen, aber dann hört ihr mich nicht mehr. Wobei das vielleicht gar nicht mal so doof wäre. Also theoretisch müsste doch eigentlich ein Vollmond dauert so eine ganze Mondzyklusphase. Die Frage ist, wann geht sowas intern? Und ja, eigentlich sollte man den Vollmond sehen. Oder den Mond auch. Also wenn man ihn von hier aus auch sieht. In anderen Gebieten haben wir ihn schon gesehen. Da kommt ein was. Nö, wirkungslos. Wir warten damit noch, oder? Wir machen es später. Wir haben sie im Teams Pokémon, das heißt, ich weiß auch später noch, was er damit machen möchte. Deswegen ins Dorf zurückkehren. Und dann würde ich doch mal sagen, statt zu verzagen, dass wir mal die Quest noch machen. Das eine war ja die mit dem Bammelin. Die können wir jetzt mal, nicht hier. Mal testen, ein großes Bammelin, so. Haben wir es jetzt hoffentlich endlich mal geschafft. Alter, Michael, das ist gar keine Ausdauer mehr, oder was? Ja, nicht wirklich. Schade. Also, das ist die Frage, welches ist überhaupt? Das hier. Jo, das letzte, was wir gefangen hatten. Krass, dass man auch die paar Zentimeter doch gesehen hat, wa? Jo, das Bammelin ist jetzt einfach weg. Jetzt hat es uns aber geklaut, der Arsch. Tja, man hat schon nicht einfach. Nee, Missionen, Geisellicht, nee. Geschmack von Honig, nee, muss ich erstmal dahin. Traumverkehr genauso. Auch erstmal noch machen. Das haben wir schon, das gewünschte Pokémon. Das ist, wo ist denn der?
Produktionstrupp. Ah, die sind im anderen Gebiet. Ach du Scheiße. Okay, dann machen wir das später. Permissensuche im Hochland. Da ist gerade bei Hochland, wollen wir sowieso bald hin. Oder wieder dahin, besser gesagt. Perfekt angelegtes Gemüse. Machen wir die noch, wa? Wenn wir die beiden schon noch mitnehmen, ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Warum kann ich eigentlich kein Reit-Pokémon in Jubeldorf rufen? Verstehe ich nicht. So. Was ist eigentlich mit euch noch los? Honigköder, Phobien, tiefschwarzer Stein. Ist sicher so ein Schwarzau gibt, wa? Mal gucken, was er dafür will. 5000? Nee. Ja, wobei, Stein, warte mal, das könnte natürlich... Ist es vielleicht... Ich habe eine Idee, was es sein könnte. Ein Dunkelstein? Yep. Hinterstein, perfekt. Will eigentlich immer noch haben, um einen Kramurks zu entwickeln. Und vielleicht kriegen wir bald mal noch einen Elite-Kramurks oder Kramchef. Also, ob wir die Dinge auch hier sammeln können. Oh, Fitlauch können wir theoretisch auch hier kaufen. Warum muss man die ganze Zeit sammeln? Hä? Wobei es ein bisschen teurer ist. Ja, kann natürlich noch ein paar sammeln gehen, ne, von Hand und dann hier noch den Rest dazu kaufen. Das würde ja auch gehen. Oh Mann, bin ich doof. So. Den schnell ablegen. Den auch, aber wenn es ein bisschen übertrieben ist. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was er genau wollte. Doch 2 Königsblätter, da war ich mal sicher. Das waren doch Dinge, die ich hatte, da bin ich mir ziemlich sicher. Das sind irgendwie von hier aus auf die Kiste. Ah, warte mal. Ah, doch, hier kann ich. Kullerbohnen fehlen noch, okay. Da fehlt mir ein bisschen, dass ich die irgendwie so Quests so nicht direkt hier anzeigen könnte. Das wäre noch schön, wenn das gehen würde. War schon wieder da drüben. Stirnrettich habe ich schon. Ist ja schön für dich. Was? Rock. The Rook. Wie ist das erst entwickelt? Hä? Warum? Doppelrettich als Rezept. Dankeschön. So, Freunde. Kurz checken, aber sonst kann man ein Quest irgendwo. Nö. Was ich jetzt noch machen würde, gerne mal gucken. Wir können noch irgendwo hier Rezepte covern. War das bei ihm hier? Was bei ihm? Und zwar, es müsste eins für 10.000 ungefähr sein, wa? Hyperarznei, ne, Hyperheiler, Topbeleber, Eiterpillen. Ne, die nicht. Klebkugel, doch die, aber später. Außer Vitamine. Sternstück, genau. Weil wir haben doch immer in diesen Raumzeitverzerrungen immer diese Purpurstücke, Indigo-Stücke, Grünstücke gefunden. Ja. Was? Oh. Da war ja was. Warte mal, kann ich irgendwas verkaufen, dass ein bisschen Kohle noch einbringen würde? Ich weiß nicht, also vielleicht irgendwie zu viel habe. Komm, so viel werde ich doch nie mehr brauchen. Wird ja ohnehin nicht reichen, merke ich gerade. Egal, machen wir mal. Okay, lohnt sich ein bisschen eher, aber.
Brauche ich mal 3 Feuersteine. Ja, schon. Super Arznei. Damit haben wir ja weniger. Aber habe noch irgendwas anderes. Ja, natürlich die Dinger, die ich verkaufen könnte. Schnell ein bisschen Kohle generieren. So. Ja, Material wäre zwar auch nicht so schlecht, vor allem den hier, Azurglanz, da braucht sicher bald mal noch ein paar. Ja, wobei, man kann es natürlich auch einfach farmen. So. Jetzt aber, Sternstück bitte. So, jetzt ist die Frage, warum das Ganze? Warum ist das jetzt so wichtig? Das zeige ich euch jetzt nämlich. Sternstück. So ein Sternstück waren 3, 3, 3, 1. Okay. Ein Sternstück bringt nämlich verdammt viel Kohle ein. Also viel mehr, als wir jetzt so für die Items einzeln bekommen würden. Sagen wir so schön. So. Also ich brauche immer 3, 3, 3. Das heißt, momentan könnt ihr einfach alle die mitnehmen. 9 Stück hiervon, und mehr bringt es gerade nicht. 9 Stück hiervon. 9 Stück davon. So. Ja, passt. Ching, ching. Und die können wir wiederum verkaufen, Freunde. Sternenstück, du geiles Stück. Mal gucken, ich glaube ein Sternstück, das sind hier 5000 oder so. Das wäre natürlich auch perfekt. Genau, bei ihr verkaufen wir. 5000, das heißt 3 Stück kriege ich schon mehr rein, als ich vorhin ausgegeben habe. Schon krass, war. So, soviel dazu, Freunde. Also, alles weiter kommt in der nächsten Folge an. Ich würde dann, wie bereits erwähnt, gerne ins nächste Gebiet gehen, also heißt ins zweite. Da glaube ich in das rote Dingsbumsland. Weil ich dort, glaube ich, noch 1, 2 Elite-Pokémon gerne finden würde. Und, ja. Sonst haben wir das Koba-Küstenland noch. Der Kraterberg Hochland, mal gucken. Welches Gebiet noch sein wird. Ja, wir schauen mal, wa? Natürlich Ursaring entwickeln und sonst mal noch ein bisschen gucken, ob wir dann mal mit einem neuen Team in die Eisregion steigen werden. Da wird auch spannend. Bis dahin, bye bye!